Guten Abend, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem Livestream von Swiss German Online. Schön sind ihr da, schön habt ihr Geduld gehabt. Ähm, hm, Irgendetwas geht nicht auf LinkedIn, aber ich glaube, die anderen gehen. Also, ich begrüße euch ganz herzlich. Heute am Abend haben wir ein bisschen länger Zeit und ich möchte mit euch über Haustiere reden. Haustiere vor allem über Hunde und Kätzli, Büsi. ähm, ich hoffe, das ist ein Thema, das euch interessiert. Das ist auch ein Thema von unserem Live, wo wir am Montagabend haben, unsere Live-Schweizerdeutsch-Lektion. Dort haben wir auch eine Geschichte, eben mit Katzen, wo jemand zum Veterinär muss und so verschiedene Bekanntschaften entstehen. Also, chatten mit mir chatten. Wenn ihr mit mir chattet, dann nachher geht uns der Gesprächsstoff nicht aus. Dann nachher können wir ein bisschen länger miteinander reden. Wenn ihr Zeit habt und eben eine freie Hand habt, dann nachher wäre es schön, wenn ihr mir schreiben im Chat und ich kann dann das sehen und lesen und auch auf dem Bildschirm anzeigen. Also, habt ihr ein Haustier? Hast du ein Haustier oder jemand von deiner Familie? Habt ihr daheim ein Haustier? Hallo Ramona, schön bist du da. Also es funktioniert, du kannst schreiben und ich kann dich sehen und so kannst du mir auch antworten auf die Fragen. Wir haben im Moment kein Haustier. Nein, das stimmt nicht. Wir haben noch 2 Fischli. Wir haben noch 2 Fischli. Wir haben einen Hund gehabt, einen kleinen Malteserhund, aber der ist im Sommer gestorben und seitdem haben wir keinen Hund mehr. Also das Kapitel mit Hunden ist bei uns abgeschlossen, aber es ist eine schöne Erinnerung und ich denke, meine Tochter wird sicher wieder einmal einen Hund haben. Nur im Moment ist vielleicht die Zeit nicht so ganz gut dafür. Früher als Kind hatte ich Vögel. Ich hatte eine Wellensittich. Das sind die kleinen Papageien-ähnlichen Vögel, so grün-gelb oder weiß-blau. Das sind Wellensittich. Und ich hatte einen Wellensittich und ich habe versucht, den ein bisschen zu zähmen. Aber ich denke, ich war viel zu viel weg. Ich hatte Schule und viele andere Sachen los. Und dann war der Vogel viel allein daheim. Und er ist nicht so zahme geworden. Ich konnte ihn nicht zähmen. Oder ich hatte auch zu wenig Zeit, wenn ich daheim war, um ihn wirklich zu zähmen. Er ist höchstens auf den Finger gekommen. Also er ist auf den Finger gekommen und dann, das ist etwa alles. Ja, und ihr, habt ihr Haustier? Habt ihr früher Haustier als Kind? Familien mit Kind haben häufig Haustier oder auch Pärchen ohne Kind haben auch häufig irgendeinen Hund oder etwas. Vielleicht, dass sie können, ja, weil ihnen jemand fehlt, so, dass sie jemanden haben zum Streicheln. Jemand, der sie zwingt, rauszugehen, zu spazieren. Für ältere Leute ist das sicher auch sehr gut, wenn sie einen Hund haben. Und dann müssen sie zu ihm schauen und sie müssen immer jeden Tag raus, bei jedem Wetter. Und so bleiben sie mobil. Wenn du einen Hund hast, dann musst du jeden Tag mit ihm spazieren. Und das ist bei uns nicht so gut gegangen. Also, das heisst, es ist der Hund von meiner Tochter und häufig bin ich dann spazieren, weil sie hat eben auch viel los, ist eine beschäftigte junge Frau oder
Teenagerin und hat auch neben der Schule noch viele Sachen los. Und dann ist es schwierig, regelmäßig mit dem Hund rauszugehen. Also das haben wir gemerkt. Aber andere Leute von der Familie haben sie auch gerne mitgenommen. Also wenn wir sind spazieren oder es war eine Motivation, eben extra noch einmal rauszugehen am Abend, noch zu spazieren. Und das war auch ganz gut. Also, chatten und schreibt, was ihr für Tiere habt, was ihr für Haustiere habt. Könnt ihr gerne über Haustiere reden. Bei uns war das Problem, unser Hund war ein bisschen krank. Er hatte einen genetischen Defekt und darum haben wir sehr häufig zum Veterinär müssen. Der Tierarzt hat unseren Hund sehr gut kennt schon und darum ist sie auch relativ früh gestorben und das ist ein bisschen eine umständliche Sache gewesen. Also, nächsten Montagabend werden wir über Hunde und Katzen, vor allem Katzen, reden. Und es ist eine Geschichte, wo ein kleiner Unfall passiert und sie müssen zum Veterinär. Und dort beim Veterinär lernt der junge Mann jemand anderen kennen. Und so geht die Geschichte weiter. Ich erzähle euch jetzt nicht, wie genau das sie weitergeht. Aber wenn du kommst am Montag am Abend, am 8. Uhr ist der Livestream, eine halbe Stunde lang. Und dann haben wir ein Zoom-Treffen, wo du mit anderen kannst reden und den Text noch einmal durchlesen in Zweiergruppen oder Dreiergruppen. Und das Gleiche haben wir am Dienstagabend. Am Dienstagabend haben wir eine Deutsch-Lektion, also alles auf Hochdeutsch. Und dann haben wir jetzt angefangen, das ist ganz neu, am Freitag am Abend haben wir auch eine Live-Lektion. Es ist ein bisschen kürzer, es ist ein bisschen einfacher, simpler für Anfänger im Französisch auf frenchtutor.fr. Das ist unsere Homepage fürs Französisch. Dann haben wir eben German Dog fürs Hochdeutsch am Dienstag am Abend am 8. Uhr. Und wir haben Swiss German Online. Ihr findet alle Links auch unten dran. Die Videos sind verlinkt. Ihr könnt schauen und unsere Lektionen vielleicht auch testen. Hallo, Mary Curry. Oh, du hast einen lustigen Namen, Mary Curry. Hast du ein Haustier oder jemand von deinen Kindern oder so? Habt ihr ein Haustier daheim und was ist das für ein Tier? Unser Hund, der hat Luna geheissen und meine Eltern hatten auch einmal eine Katze gehabt, wo dann wir Kinder alle weg waren, wo wir ausgezogen waren, haben meine Eltern eine Katze gekauft, die hat Tisha geheissen. Und sonst haben wir auch immer Katzen bei uns, aber das sind einfach Nachbarskatzen gewesen. Okay, also vielleicht willst du noch schreiben, Mary, was du für einen Hund hast oder eine Katze und wie sie heisst, wenn du Haustier hast. Und auch wenn du kein Haustier hast, kannst du am Montagabend kommen und es gibt sicher etwas zu reden miteinander. Aha, du studierst Physik und du liebst Mary Curie und das Kochen. Drum Mary Curry, das ist lustig. Ja, Physik. Mary Curie ist sicher eine ganz interessante Person gewesen. Und sie hat viel geleistet und Kochen ist immer gut. Die Liebe geht durch den Magen, sagt man. Also wenn du gut kannst kochen, dann hast du sicher auch viele Freunde und gute Familie und so, wo Freude hat, dass du so gut kannst kochen. Ja, gut.
Also denkt dran, Montag am Abend ist unsere Schweizerdeutsch-Lektion. Ihr könnt auf die Homepage gehen, da ist ein Monat lang gratis. Wenn du dich einschreibst, dann kannst du schon schauen, was Texte sind für den nächsten Montag sind schon aufgeladen. Aber es hat auch ganz viele Lektionen, die schon dort waren, die wir schon hatten. Über 190 Lektionen. Schweizerdeutsch machen wir am längsten. Dann haben wir über 70 Lektionen auch auf Germandoc. Wenn du auf Germandoc gehst und dich dort einschreibst. Und bei Französisch haben wir erst gerade angefangen. Aber ja, wenn jemand Französisch interessiert, kann er auch auf frenchtutor.fr gehen. Mary Curry, du hast eine kleine Tochter und verstehst alles, was ich sage. Das ist super. Du verstehst Schweizerdeutsch. Wenn du mit uns möchtest auch Schweizerdeutsch üben, so anfangen Schweizerdeutsch reden, dann ist es eine gute Sache, wenn du ins Zoom-Treffen kommst. Im Zoom-Treffen lesen wir immer zuerst den Text noch einmal durchlesen, sodass wir ins Schweizerdeutsch reden kommen und dann nachher eben zusammen über die Fragen reden oder einfach miteinander reden. Und es sind gute Leute, die kommen und wir lernen einander kennen. Andere Leute, die in der Schweiz wohnen und nicht nur in der Schweiz und auch Schweizerdeutsch lernen. Das ist für mich auch sehr interessant, weil ich dann die Leute sehe und die Gesichter sehe, die mit uns zusammen Schweizerdeutsch lernen. Gut, das war es von mir. Ich wünsche euch ganz einen schönen... Mary Carey, du redest Französisch, also ist das deine Muttersprache? Ist Französisch deine Muttersprache oder was ist deine Muttersprache? Meine Muttersprache ist Schweizerdeutsch, aber ich bin in Freiburg aufgewachsen, wie ihr vielleicht schon wisst. Und Freiburg ist eine zweisprachige Stadt, also in dem Dorf, wo wir gewohnt haben, also gerade neben Freiburg, in der Agglomeration von Freiburg. Dort haben wir französischsprachige Nachbarn und deutschsprachige Nachbarn und wir haben immer einen guten Kontakt miteinander. Über Zoom, also du möchtest Schweizerdeutsch lernen, dann ist der Link swissgermanonline.com. Dort kannst du dich einschreiben für die Trial 30 Tage. Also du kannst unseren Kurs abonnieren für 30 Tage und hineinschauen. Und den VIP-Kurs, musst du dich für einen VIP-Kurs einschreiben, das ist der mit dem Zoom-Treffen. Also, es ist fast deine Muttersprache. Du kommst aus Marokko, aus dem südlichen Marokko. Dort ist es sehr wahrscheinlich schön viel wärmer als jetzt gerade in der Schweiz. Ja, aber manchmal haben wir auch Sahara-Sand. Vielleicht fühlst du dich dann so wie daheim, wenn es viel Sand in der Luft hat. Okay. Gut, ich wünsche euch alles Gute, ein ganz schönes Wochenende, noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die Woche am Montag. Und hoffentlich sehen wir die einen oder anderen von euch am Montagabend im Zoom-Treffen nach dem Livestream. Macht's gut. Tschüss zusammen.